SRF Audio. Eine Frau blickt streng in die Kamera. In der Hand hält sie einen Teppichklopfer. Sie steht in einem Wohnzimmer, das an die 70er Jahre erinnert. Und unter dem Bild steht: Die Zeiten sind vorbei. Was uns dieses Kampagnenbild des Kantons Glarus sagen will: Die Zeiten der Gewalt in der Erziehung sind vorbei. Seit heute steht nämlich auch im Zivilgesetzbuch, Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Gewaltfreie Erziehung tönt gut, ist aber im Alltag nicht immer ganz einfach umzusetzen. Ich merke aber schon auch, es gibt jetzt, je nachdem, wo man ist, mit der Dauerbelastung von Arbeiten, Kindererziehung, es ist ein 24/7-Job. Und dann will sie nicht schlafen, man versucht sie zu tragen, immer hin und her. Und dann merkt man einfach, es gibt die Momente, wo man einfach nicht mehr mag. Ja, manchmal mag man einfach nicht mehr. Und da kommt es leider immer wieder vor, dass Eltern zu Gewalt greifen. Da ist nicht nur der Fuddy-Touch mit dem Teppichklopfer gemeint oder die Ohrfeige, sondern auch psychisch kann man einem Kind Gewalt antun. Was also heißt eigentlich gewaltfreie Erziehung? Und wie kann man brenzlige Situationen möglichst vermeiden? Das ist News Plus und ich bin Dominik Rolli. Wer kennt's nicht? Als Kind haben wohl viele mal einen Klaps auf den Hintern bekommen oder wurden etwas grob angefasst. Das war früher gang und gäbe, hat uns auch dieser ältere Mann bei einer kleinen Straßenumfrage heute in Zürich gesagt. Er hat eine Tochter, die inzwischen erwachsen ist. Mehr als ein paar Foodie-Touch hat es nicht gegeben bei mir, aber das gibt's gang und gäbe. Und so ein fürchterlich schlechtes Gewissen habe ich nicht. Und meine Tochter hat das überlebt, ohne Problem. Ein Klassiker, der Fuddy-Touch. Was früher verbreitet war, ist heute klar unzulässig. Neu ist das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetzbuch festgehalten und darin heißt es, Eltern müssen ihr Kind ohne Anwendung von Gewalt erziehen, namentlich ohne körperliche Bestrafungen und andere Formen erniedrigender Behandlung. Und dann steht noch etwas neu im Gesetz, sagt Veronique Grange von der Stiftung Pro Juventute, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzt. Was genau sich ändert, ist eigentlich, dass in der Schweiz nun das im Gesetz verankert ist und dass man hiermit Mittel erhält, um Maßnahmen in der Prävention, in der Unterstützungsangebote den Eltern anzubieten. Und das heißt natürlich auch, dass die Gewalt, körperlich oder psychische Gewalt an Kindern nicht mehr akzeptiert wird. Und das ist für die Gesellschaft sehr wichtig und für jede Eltern, die überfordert sind oder die Stress haben, die Mühe haben, in einer gewaltfreien Erziehung zu sein. Die erhalten Unterstützung, wir entwickeln Unterstützungen und es wird mehr Möglichkeiten geben. Das ist sehr wichtig. Die Kantone müssen also neu dafür sorgen, dass sowohl Eltern als auch Kinder Zugang zu Unterstützungsangeboten haben, wenn es eben nicht klappt mit der gewaltfreien Erziehung. Es gab schon vorher die Möglichkeit, Gewalt in der Erziehung zu sanktionieren. Neu ist jetzt aber, dass die gewaltfreie Erziehung explizit so im Gesetz verankert wird. Es ist jetzt einfach die Möglichkeit, mehr in der Prävention aktiv zu sein und vor allem eben Angebote zu entwickeln und den Eltern anzubieten und auch den Eltern mitzuteilen, was ist eigentlich gewaltfreie Erziehung und dort einfach auch mehr Unterstützung zu haben. Das wird sich ändern, sehr stark. Ja, vielleicht können wir gerade ein paar Beispiele anschauen. Es gibt ja einerseits physische Gewalt, wenn man eben das Kind schlägt zum Beispiel oder sehr grob mit ihm umgeht. Aber es gibt ja auch psychische Gewalt. Wo beginnt denn Gewalt in der Erziehung? Also sie beginnt eigentlich dort, wenn man nicht respektvoll ist mit einem Kind, dass auch zum Beispiel, wenn man gestresst ist, dass man den Stress auf einer heftigen Art, das kann jetzt eben sein, indem man ein Kind rüttelt oder sehr schnell irritiert ist oder wenn man einem Kind sagt, du bist nicht gut, du gehörst nicht hierher, du nervst mich zu viel, ich möchte, du wärst gar nicht da. Solche Sachen, das ist sehr stark, eine sehr starke Gewalt und das lässt Spuren an einem Kind, aber man weiß heute bis hoch ins Erwachsenenalter, auch das ganze Leben kann das Spuren hinterlassen.
Mit der Anpassung des Zivilgesetzbuches gibt es jetzt also mehr Unterstützung für Eltern und Kinder und ein Bekenntnis schwarz auf weiß, dass jegliche Gewalt in der Erziehung heute nicht mehr tragbar ist. Und doch sieht die Realität noch immer anders aus. Es ist in Steigerung. Das heißt, zum Beispiel bei 147 haben wir ja Statistiken und die zeigen einfach auf. So zum Beispiel letztes Jahr hatten wir 9 Anrufe pro Tag, heute sind es 14. Das heißt auch, wir wissen, in den Spitälern wird viel mitgeteilt, auch dass mehr Gewalt da ist. Und für uns ist manchmal noch schwierig zu sagen, es sind auch Forschungen, es gibt eine Forschung von der Uni Freiburg, die sagt, 50% der Kinder werden heute erfahren Gewalt in der Erziehung zu Hause. Und was wir einfach wissen ist, man redet mehr darüber. Die Stiftung Pro Juventute verzeichnet also mehr Anfragen von Kindern und Jugendlichen, die zu Hause Gewalt erfahren. Auch wenn man nicht ganz genau sagen kann, wie viele Kinder es wirklich betrifft, es scheint noch immer ein Problem zu sein. Den Satz, das hat uns früher ja auch nicht geschadet, lässt Veronique Grange von Pro Juventute nicht gelten. Also grundsätzlich möchte ich sagen, Kinder brauchen Grenzen, Orientierung und Regeln. Das gehört zu ihrem Großwerden auch. Es gehört auch zu unserer Gesellschaft. Man muss lernen, mit Regeln, also Regeln zu kennen und mit ihnen umgehen zu können. Das Einzige ist einfach, es braucht keine körperliche und psychische Gewalt dafür. Orientierung und Führung ja, aber ohne Gewalt. Wie reagiere ich denn? Ich versuche tief durchzuschnaufen. Ich bin Yogalehrer, ich versuche tief durchzuschnaufen. Aber vielleicht schießen wir mal zusammen her. Es war verschieden. Am Anfang hat ich es am liebsten einfach geschüttelt und schnell gelernt, dass man... Also ich habe es nie gemacht. Ich musste es nachher zurückziehen und das Kind schreien. Das habe ich nachher gelernt. Das Beste, was man machen kann. Einfach Abstand. Und jemand hat mir auch noch gesagt, etwas fallen, also so ein Wattebäuschen und dem zuschauen, das beruhigen. Okay. Habe ich auch probiert, aber hat nichts genützt. Abstand nehmen, vielleicht kurz aus dem Zimmer gehen und tief durchatmen. Ja, das ist sicher ein guter Tipp, wenn man merkt, dass man kurz davor ist, die Nerven zu verlieren. So ein bisschen wie eine Handbremse, die man gerade noch im letzten Moment ziehen kann. Man muss einfach aus der Situation für einen Moment rausgehen. Das ist das, was ich am meisten... Auch wenn's man muss sich ja dann auch so ein bisschen eingestehen am eigenen Scheitern. Das ist ja so ein bisschen... Oder so die eigenen Grenzen spüren, ist ja immer so ein bisschen etwas, wo man selber gibt einem das kein gutes Gefühl. Aber ist denn gewaltfreie Erziehung wirklich in jeder Situation möglich? Das wollte ich von Sibyl Arnold wissen. Sie ist Primarlehrerin, leitet Kurse zu gewaltfreier Erziehung für den Kinderschutz Schweiz und bietet auch Erziehungsberatungen an. Gewaltfreie Erziehung, geht das wirklich immer? Das ist eine gute Frage. Man muss ganz klar unterscheiden, wann geht es darum, das Kind zu schützen. Also wenn ich als Beispiel mit meinem 3-jährigen Kind an einer stark befahrenen Straße bin und mein Kind macht Anstalten, auf die Straße zu rennen und ich packe es in diesem Moment fest an seinem Arm, dass es nicht auf die Straße kann, dann gibt das vielleicht ein Hämatom am Arm des Kindes und ich habe körperliche Gewalt angewendet. Jedoch im Sinn, mein Kind zu schützen, dass es nicht von einem Auto überfahren wird. Und dann geht dieser Schutz ganz klar vor. Ein klassisches Beispiel ist auch zum Beispiel am Abend die Zähne putzen. Die Kinder sollten ins Bett, die Zähne sollten geputzt sein, damit kein Karies entsteht. Und das Kind will nicht. Es ist wichtig jedoch, dass die Kinder die Zähne putzen und da ist Kreativität im weitesten Sinn gefragt. Und dass mein Kind kooperiert. Kleine Kinder kooperieren öfters, wenn ich sie einbeziehe. Das heißt, wenn sie mitbestimmen dürfen. Ich kann mein Kind fragen, willst du die Zähne vor oder nach dem Pyjama anziehen, putzen?
Oder ich lenke mein Kind ein Stück weit ab, indem ich ihm ein Lied vorsinge oder ihm eine Geschichte erzähle oder wir eine bestimmte Zahnbürste haben für das sogenannte Zähne nachputzen. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Vorbildfunktion, dass mein Kind auch mich als Mutter meine Zähne putzen sieht. Jetzt ist es wahrscheinlich eine Situation, die sehr viele Eltern kennen. Man ist mit der Geduld am Ende und es will einfach nicht klappen mit diesem Zähneputzen. Und eben gleichzeitig ist es ja wichtig für das Kind, weil es sonst unter Umständen Karies bekommt, wenn man die Zähne nicht putzt. So die Situation, wo man dem Kind dann einfach die Zahnbürste reinsteckt in den Mund, da würden Sie sagen, das geht dann auch schon unter gewaltvoller Erziehung oder ist dann eben etwas zum Schutz des Kindes? Grundsätzlich geht es um den Schutz des Kindes, aber das Kind einfach packen, unter den Arm klemmen und wie Sie gesagt haben, die Zahnbürste rein in den Mund und mein Kind schreit, da übergehe ich Grenzen. Es ist wichtig, dass ich als Eltern, als Mutter meinem Kind einen Schritt voraus bin, dass wir die Zähne vielleicht eben nicht erst putzen am Abend, wenn alle zu müde sind, dass wir die Zähne direkt nach dem Essen putzen, dass ich da wirklich vorausdenke oder halt auch mal diese Zähne ungeputzt lasse. Wenn das Ausnahmesituationen sind und nicht die Regel im Alltag, dann ist das auch ein Weg, der möglich ist. Ja, dann lässt man es lieber mal sein, wenn es wirklich nicht geht mit dem Zähneputzen, anstatt Zwang einzusetzen. Und wenn Sibyl Arnold das so ruhig erzählt, denkt man vielleicht nicht daran, dass auch sie selber in der Erziehung ihrer beiden Kinder immer wieder gefordert war. Ja, ich bin des Öfteren an die Grenzen gestoßen und es ist mir wichtig, möglichst viele Eltern zu erreichen, damit viele Eltern all die Tools, die ich in den Kursen vermitteln kann, früher bekommen, als dass ich es bekommen habe. Tools, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen technisch. Es geht aber vor allem auch darum, im Alltag mit gutem Beispiel voranzugehen. Das Wichtigste ist sicher mal die Vorbildfunktion der Eltern. Die Kinder beobachten uns tagtäglich, schauen, wie wir miteinander reden, wie wir unterwegs sind, zum Beispiel Fahrradfahren. Wenn ich von meinem Kind verlange, dass es einen Fahrradhelm trägt und ich selbst als Mutter bin ohne Fahrradhelm unterwegs, bin ich ein schlechtes Vorbild. Dann geht es aber auch darum, auf die positiven Seiten des Kindes zu achten. Als Eltern sind wir oftmals in einer Negativspirale drin und wenn ich den Fokus ganz bewusst darauf lege, was mein Kind bereits alles Gutes macht, nimmt das viel Spannung raus. Es geht auch darum, als Eltern sich selbst vor allem zu reflektieren und hinzuschauen, wo komme ich her? Wie wurde ich in meiner Ursprungsfamilie geprägt? Und wo sind daraus meine eigenen Triggerpunkte entstanden, die mich heute als Mutter eben so ganz fest und tief triggern und dass ich da den Hebel bei mir selbst ansetzen kann? Die eigene Erziehung überdenken, das hat auch diese junge Frau gemacht, mit der wir in der Straßenumfrage gesprochen haben. Ich habe eine jährige Tochter, also sie wird jetzt gerade 14 Monate alt. Und ich selber habe in meiner Kindheit Gewalt erlebt, relativ lang, also bis ins Jugendalter. Und für mich war es wie klar, ich will meine Tochter möglichst gewaltfrei erziehen, weil mich das selber beschäftigt hat lang. Ist natürlich gut, wenn man sich das so aktiv vornimmt, aber viele Eltern wissen das. Manchmal kommt einfach der Alltag dazwischen und man ist zum Beispiel unter Zeitdruck. Da sollte man schon von Anfang an mehr Reserven einplanen, sagt Erziehungsberaterin Sibyl Arnold. Wenn die Eltern einen Puffer einbauen, dann gibt es viel mehr Gelassenheit hinein. Wenn ein Kind dann die Schuhe nicht anziehen will oder ein anderes T-Shirt,
geraten die Eltern nicht sofort unter Zeitdruck, sondern können da mit dem Kind schauen, was braucht es jetzt. Ja, und wenn es dann doch mal passieren sollte und man gegenüber seinem Kind sehr laut wird oder vielleicht sogar eine Ohrfeige austeilt, dann, sagt Veronique Grange von Pro Juventute, sei es wichtig, die Situation mit dem Kind nochmal zu besprechen, ihm zu erklären, warum man in diese Situation geraten ist und wichtig, sich beim Kind zu entschuldigen. Und Sibyl Arnold sagt, es lohne sich, Hilfe zu holen, denn es stehe einiges auf dem Spiel, auch im Hinblick auf das spätere Leben. Sich einfach zu sagen, ich bin ja auch nur ein Mensch, das sei ein wenig zu kurz gedacht. Ja, das ist eine der häufigen Rechtfertigungen, dass man als Elternteil selbst eben auch nur ein Mensch ist, auch wenn einem die Hand mal ausrutscht. Es ist so, dass ich sage, ja, wir haben das auch überlebt, aber die Beziehung zu den Eltern, die nimmt meistens Schaden. Und das ist das, was wir als Eltern ja nicht wollen. Wir wünschen uns eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kindern und wissen heute auch aus der Resilienzforschung, dass das der Grundstein ist für die psychische Gesundheit unserer Kinder. So viel News Plus für heute. Wenn ihr Unterstützung bei der Erziehung braucht oder wenn ihr selber von Gewalt durch eure Eltern betroffen seid, dann meldet euch bei den Beratungsstellen. Wir haben euch einige Links dazu gestellt im Podcast beschrieben. Das Team heute: Rina Telli, Corinna Heinzmann und ich, Dominik Rolli. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.